Ja, mit dem Aschermittwoch beginnt ja bekanntlich wieder die Fastenzeit. Da machen jedes Jahr immer mehr Menschen mit, katholische und evangelische Christinnen und Christen, aber zunehmend auch nichtkirchliche Personen entdecken für sich eine Zeit lang ohne Alkohol oder Süßigkeiten oder was man sich sonst so vornehmen mag. Das kann Körper, Seele und Geist sehr wohl tun. Ich mache da jedes Jahr mit. Kein Alkohol, nichts Süßes. Fasten ist für mich etwas Meditatives. Heißt, ich komme in meine Mitte. Durch das Weglassen gewinne ich etwas und das tut mir gut. Ich kann ganz bei mir sein, mich selbst spüren und meinem Körper etwas Gutes tun. Für den kommenden Sonntag finden wir ein Bibelwort aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 4. Da geht es um die Versuchung Jesu. Nach seiner Taufe ist er 40 Tage und Nächte in die Wüste gegangen, so heißt es, und hat gefastet, also nichts gegessen, um dann vom Teufel auf die Probe gestellt zu werden. Natürlich hat er die Prüfung bestanden, aber ob ich die auch so bestehen würde? Und wenn die Fastenzeit dann an Ostern vorbei ist und ich den ersten Schluck Wein trinke oder das erste Stück Schokolade oder Kuchen esse, dann ist das wieder etwas ganz Besonderes. Also ganz gleich, wofür ihr euch entscheidet. Weniger ist mehr.